unspektakulär, ist aber ein Wundermittel. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt nichts Esoterisches, sondern das ist eine bewiesene Tatsache aus der Quantenphysik. Wenn aber Energie der Aufmerksamkeit folgt dann nicht einem negativen Gedanken oder einem negativen Satz auch ein negatives Ereignis, ein weiteres? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt, du stehst in der Früh auf, haust dich wahnsinnig irgendwo an, dann schützt dann einen Kaffee um und wenn du aus dem Haus gehst, der Erste, dem du begegnest, statt Guten Morgen, kommt der schon blöd. Oder aber warum sind, wenn es da pressiert, auch gerade alle Ampeln rot? Jetzt nur mal angenommen, es könnte wahr sein, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und ein unglücklich formulierter Satz zieht ein weiteres unglückliches Ereignis nach sich. Dann hätte man doch im Umkehrschluss, dass wenn wir einen positiven Satz oder Gedanken haben, auch ein weiteres positives Ereignis nach uns ziehen, oder? Das ist wie bei einem Magneten. Dem ist es völlig wurscht, ob es du heute gern anders hättest und der soll dir einen anderen Pol anziehen. Der macht, was er soll, der funktioniert nach einer Gesetzmäßigkeit. Und so ziehen wir das an, was wir denken und sagen. Aber das ist nicht unbedingt automatisch das, was wir wollen. Wir sind ja leider darauf trainiert, dass wir oftmals das formulieren, was wir gar nicht wollen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was geben wir denn so tagsüber alle von uns. Wie zum Beispiel, ich will nicht krank werden, ich will nicht Speck kommen, ich will nicht, dass das und das passiert. Oder vielleicht kennst du das auch, du sitzt vor dem Essen und denkst dir, bloß nicht anpatzen. Es ist aber psychologisch erwiesen, dass die Worte nicht, kein und aber, da hat das Gehirn kein Bild davon. Deswegen fallen diese Worte einfach durch, die sind für unser Gehirn nicht existent. Dann schauen wir uns doch mal an, was bleibt denn von den Sätzen dann übrig. Ich will krank werden. Ich will in Speck kommen. Ich will, dass das und das passiert. Oder, wieder ganz profan, auf alle Fälle anpassen. Ist denn das Ergebnis wirklich, das wir wollen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber wie können wir es denn positiv richtig formulieren? Meine Herrschaften, letzte Woche habe ich schon gesagt, das gehört geübt, das auch. Wie können wir denn das formulieren, was wir wirklich wollen? Ich will gesund bleiben. Ich will pünktlich sein. Ich will gut und sicher ankommen. Ich möchte fleckenfrei bleiben. Ist für bayerische Sprache ein bisschen unkommod, ich weiß, gehört gewohnt, aber es geht. Und wie kannst du das für dein Business nutzen? Formuliere doch das, was du haben willst. Der Bernhard macht das oft so schön, der sagt, ich möchte charmante und nette Kunden. Genau. Ich verdiene eine angemessene Bezahlung. Ich gönne mir ausreichend Freiräume, statt ich möchte keine Überstunden mehr machen. Ich werde das Projekt positiv abschließen. Ich möchte mich mit meinem Geschäftspartner oder Angestellten super verstehen. Also Fazit, achte auf das, was du sagst, um das wirklich zu erhalten, was du wirklich willst. Und da am besten, fang klar an. Ich kann jeden von euch nur kurz ermuntern, aufzupassen, was du sagst. Und wenn es da auffällt, dass du sagst, jetzt ist mir ein Satz mit nicht passiert, einfach sofort umformulieren. Gefühlt tappst du da in jedem dritten Satz rein, aber das geht in Fleisch und Blut über. Und es macht auch richtig Spaß. Und das wünsche ich euch in der kommenden Woche. Spaß bei der Umsetzung, beim Üben, weil der beste Rat ist nichts wert, wenn man es nicht tut. Und ich wünsche euch auf alle Fälle Freude beim Erleben, weil nämlich auf einmal alles ganz anders ist. Danke schön.